Feier ist noch immer nicht unter Kontrolle. Pomsche kämpfen noch in Dünstech nach gegen diesen historischen Brand, den an der Belg schon über 3000 Hektar von einem Naturschutzgebiet zerstört wird. Rund 500 Personen sind am Einsatz an einem Punkt für die Feier, der Freitag am großen Büsch an der deutschen Grenze ausgebracht war, unter Kontrolle zu kriegen. Der Brand sorgt dann noch für viel Dampf. Eine Mixtur, die sich über die ganze Region näht, an der je weit bis an den Grand Duché und an den Nordosten von Frankreich an der Nuss wird. Auch Dünstech kann zu Lützeburg Gerücht nach auf viele Plätze am Land überholen. Der Großbrand hat noch einen temporären Impact auf die Luftqualität. Durch den Dampf ist die Konzentration von den Feinpartikeln in der Luft deutlich geklommen und nach dem 17. August über die Seite alert kommen. In Dünstech konnte ich schon feststellen, dass die Konzentration nicht so hochgegangen ist. An der Belg sind Pomsche weiter um Terra am Einsatz, dat mat Luftunterstützung aus verschiedenen Delen aus Europa. Neben den zwei Helikopter können sich Belgische Maschinen aus Holland, Schweden, Deutschland und Norwegen verlosen, die durch den europäischen Mechanismus für die Protection Civil am Hege Wenn an den Einsatz kommen. Doniert kriegen sie Hölle für viele Bauern aus der Region. Der belgische König Philipp war am Montag auf der Platz für die Rettungsequipen, die Santa Freitag am Einsatz sind, sein Support auszuschwätzen. Sie kämpfen aktuell gegen das größte Feuer am Land Santa 1911. C'est un incendie de grande ampleur, comme il y a longtemps qu'on n'a plus connu en Belgique. Et au niveau des animaux, donc il y a un plan animalier qui est déclenché pour justement voir notre faune sauvage si elle est impactée. Et donc on tourne depuis plusieurs jours avec des véhicules de reconnaissance pour voir si les animaux ne sont pas piégés par les clôtures ou pris dans les fumées. Et donc nous tournons près du front de flamme et près des collègues pompiers pour voir si la faune est impactée. Et ist aktuell noch zu frei für die Auswirkungen von der Schied am Busch zu evaluieren. Mit Konsequenzen für die Fauna werden katastrophal sein. Je pense qu'on le voit, l'Europe entière brûle cet été, donc je ne pense pas que ce soit un problème belgo-belge. Je pense que c'est avant tout un problème de dérèglement climatique qui montre qu'effectivement les sécheresses se répètent. En Belgique, on a des sécheresses en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2022, en 2024, en 2026 maintenant. Donc les sécheresses, elles se répètent comme partout et donc comme partout, les incendies se propagent. Donc effectivement, cette année est une année record pour nous, mais ça fait 2 mois qu'il ne pleut plus. Quoi, donc, voilà. Belg, wie großen Teil von Europa, leidet schon den ganzen Sommer an den Deels hohen Temperaturen und gleichzeitig enger unheilender Drückend. Der Quecksilber war in verschiedenen Teilen vom Land letzter Woche auf über 37 Grad geklommen. Pomsche hoffen sich, dass den Feuer in Dünstech definitiv abkriegen kann. Der Regen, der sich an den nächsten Tagen erwartet, kann ihnen dabei helfen.